In der Lesson gehe ich übergehen, wieso zu lernen a Options Chain, also wie a Professional, du hast echt wissen, was tut sich dort, dass dich auslernen, was jede Column meint, Strike-Price, Bid, Ask, Open Interest, Volume, Delta, und also wir warten zu sehen, jede Sache, was geht dort vor, ob du kickst einmal auf a Option Chain, und es hat ausgesehen wie Turkisch, Lateinisch, hast nicht keine Ahnung, was dort geht vor, die Lesson ist für dir. Und ich will dich demanen, dass du willst bekommen alle Lessons. Please subscribe dich auf YouTube oder auf chaimekstein.com/blog. Und alles, was ich rede mit du, ist for educational purposes only. Es ist nicht kein Investment Advice. Ob du weißt nicht, wie so Options arbeiten, sollst du nicht unlieben kein Options. Du darfst 1000% wissen können, wie so Sachen arbeiten. Und lass mal herangehen, zu sehen, wieso ja Options Chain sieht aus. So, ob die bist serious in trading options oder zu lernen, wie man lernt, a option chain, this is a non-negotiable Sache. Das meint, dorten steht alle information und du darfst wissen, wie man lernt es. Von Strike-Prices bis Implied Volatility darfst du wissen, wo es dorten steht. Und ich gehe du übergehen in der Lesson. Was meint a Strike-Price? Wie siehst du den Strike-Price? Versteht der Bid-Ask-Spread? Wie siehst du das? Und so man geht extra Lessons auf dem, was meint der Bid-Ask-Spread? Aber wie siehst du das? Wie siehst du den Open Interest? Wie siehst du den Volume? Und für was ist wichtig, das zu sehen? Wieso kannst du lernen, die alle Greeks, die Delta, die Theta, und wenn du selects the strike prices, wieso kannst du sehen die strike prices? Wieso zu avoiden illiquid strikes oder größere, breite, wide bid-ask spreads? Und lassen wir auch übergehen, wieso wir können treffen, the balance zwischen Risk, Reward, Liquidity und verstehen, wo du siehst dort auf der Options Chain. A Options Chain sieht aus sehr overwhelming, koidem. Sie sieht aus, wie sie springt noch ein bisschen in front von deinen Augen, du weißt nicht, was sie tut sich dort. Aber einmal du verstehst, wo du siehst, was jede Kalle meint, wird es sein, dein best friend, dass der nur, wenn sie kicken auf es, dass sie spielen intimidated, wenn du kickst auf es. Ich reite weisen das auf Thinkorswim Web, die Web-Version von Thinkorswim, aber du verstehst die Sorts von uns, dass das können heraufbringen auf alle andere brokerage platforms auch. So lassen wir du sehen auf Thinkorswim Web und dann kicken wir du auf die SPY Options. SPY ist der ETF in der S&P 500 und ich gehe du öffnen gewisse Sachen und filtern mit gewisser Information, gedei das zu machen auf einen geringen Weg. So gebe ein Kick oben du. Die erste Sache, wo du siehst du ist, die sind an der Expiration Dates. Okay? In dem Fall, du hast die Expiration Dates angefangen von September 4, September 5 und also weiter, weil SPY hat Daily Options. Jetzt, jeder eine von dem, kannst du sehen, ist ein Dropdown. So, if du öffnest das, geht sich öffnen der Dropdown. So, lassen wir öffnen die Muschel Day von September 5, hat sich geöffnet der Dropdown, wo du kannst du sehen, alle Expiration Dates. However, du siehst nicht alle Expiration Dates, weil das ist umgestellt geworden, als du sollst nur sehen bis 12, lassen wir dir wasen. Du hast die Strikes 12. So, du kannst das du umstellen, du willst sehen mehr wie 12, kannst du umstellen, du willst die Muschel sehen. 6, 3, 1, 18, 36. Und also weiter, in andere Plattformen kannst du umstellen zu sehen alle. Aber lass uns ich will umstellen für 36, die meiste, was ich kann du. Kann ich sehen, 36 Strike-Prices höher der jetzige Stackpreis und 36 Strike-Prices hinter der jetzige Stackpreis. Fein. So lassen wir das zurücknehmen und ziehen. 12, pushe das zu machen, geringer nicht zu sehen, also ich sage Information. Jetzt einmal, ich bin du in ein wenig, sehe ich, du sei das auch andere Options auch. In dem Fall, wo es in sind wir jetzt, sehe ich Volume, haben wir nicht, feilig geht zu dem, gebe ich du. Es ist centered on the strike price von Arim, der jetzige Stackpreis, wo es ist 643. Wat lemuschel ob ich will du machen den Dropdown Europa, ich sehe, ich kann machen centered über the Delta oder the probability von in the money, wo es in Zimmer extra days übergehen in eine extra Lesson, but ich kann das du nur geben mal touch. So, aber normal, du willst das centern über den Strikepreis, weil dort ein Geist zu sehen, welche Sachen du willst, wie viel Strikepreis ist in the money and out of the money gedäumen. So, die erste Sache siehst du Volume. Volume meint basically, wie viel von den Contracts hat sich getrade in der heutige Tag. Und also wie ich record das, für der Market hat sich geöffnet, ist der Volume 0. So, gut nicht du kein Volume, okay? Kann sein, die ganze Sache Volume 0. Nachdem ist du Open Interest. Open Interest meint,
wie viel von den Contracts bechlall exchanged hands. Es du oftmals solche Contracts. In dem Fall ist du 2920 call contracts für eine 644 strike price. Das du hast den strike price, das ist der strike price von der 644 und das hat 2920 contracts in the call side. In the put side, der rechte Seite ist zu sehen, der put side, hat es 1000 mit 79 contracts und auch das Volume 0, was der Markt sich noch nicht geöffnet. Nochmal gehen zu der nächste Column, Delta. Wo ist der Delta hat es? In so einer extra Lesson, wo es Delta meint. Das meint basically, wieso moved sich der Stock, der Optionspreis, based on the movement von der underlying stock. So, du kannst sehen, jede Option von du, wo es Delta hat es. So, and this is 0.69. This is a 1 delta. Again, this sind nicht die echten Numbers, nur der Market, den ich gemacht ist es nicht 100% updated. Das ist a 50 delta in a so weiter. A Sache von den Sachen ist noch mit den nächtigen Preisen, ich däume. Noch dem kannst du sehen, a percentage, wo ist die probability, als der Option geht sein in the money, ITM meint in the money, by expiration. In dem Fall hat es a 45% chance, als geht expiren in the money. So es hat auch a 55% chance, als geht expiren out of the money. Und also weiter. Noch dem kannst du sehen, der Bid mit der Ask. Und du kannst sehen, wo ist der Spread bei jeder Option zwischen der Bid und der Ask. Und ich weiß, der alles auf der Calls, aber bei MS ist das Pink so auf der Put-Seite. Push-it geht zu der rechten Seite. Auf der Bid ist du 138 und der Ask ist 141. Du ist du a Bid-Ask Spread von 3 Cent, the difference. Das meint, dass der höchste Bid, was einer gerät zu tun, ist 138. And the lowest Ask, was einer gerät zu verkaufen für, ist 141. So this is in alle columns, wo es liegt jetzt heraufgelegt, du, aber das habe ich alles heraufgelegt, aber soll das keiner sein. Wirst du mich fragen, wieso kann ich heraufbringen zu sehen andere Sachen? So lassen wir sehen, wieso wir können sehen die andere Sachen. Dann gehen wir klicken auf die Settings, siehst du Wheel du, dann mach das herauspointen. Du a Wheel, siehst du? Dann gehen wir auf den klicken. Jetzt, ich weiß dich auf die Option Chain von Thinkorswim Web. Du hast die Thinkorswim Web, das ist von Schwab, aber kannst du es bei Interactive Brokers. Jede Sache hat eine Learning Curve, but at least du weißt, wo du siehst, es das Treffen überall. So, wenn ich klicke du auf Thinkorswim bei der Wheel, kommt darauf, welche Columns will ich sein. Ich habe gewissen du, der Volume, ja gedenkst, ich habe gewissen der Volume mit der Open Interest und der Delta Probability of Money, weil das ist gechoose du, das soll sein, the visible columns. Aber lass mal sagen, ich will jetzt sehen andere Sachen in the visible columns. Hast du eine ganze Liste mit Sachen, wo du kannst du zulegen oder herabnehmen. So lass mal sagen, ich will herabnehmen die alle columns. Ich will nicht sehen das. Ich darf nicht ich darf nicht ich darf nicht lass mal sagen, ich will haben Ende Mark Change. Okay? Oder lass mal sagen, der Theta will ich haben, wo der sagt mir, wie viel geht decayen, wie viel geht verlieren der Value der Option mit jedem Tag, wo sie geht darüber. Das will ich haben. Ich will auch haben die Implied Volatility, wo ist die Volatility von jeder Option. Ich will auch haben die Mark Change Percent, wie viel hat sich gechanged der Option Preisen der letzte Tag. Und ich mache MC, habe ich jetzt die Sachen da. So du kannst sehen jetzt der Mark Change, wie viel hat sich gechanged in der letzte Tag der Option. Der Preis ist hochgegangen mit 1.82%. Okay, du ist hochgegangen der Preis mit 3%. Der IV, der Implied Volatility, du ist der IV von 5%. Das ist der IV von 6%. Again, der Market ist gemacht jetzt, das sind nicht keine echte Numbers, aber es ist echt nicht relevant. Ich weiß nicht nur, wie man sieht jede Sache. Der Theta. Theta meint, wie viel verliert der Option der Value mit jedem Tag, was sie geht da durch. Der Theta du ist 95 Cent verliert es der Value mit jedem Tag, was sie geht da durch. Vergessen nicht, das ist nur ein Tag bis Expiration. Es ist einfach eine Option Chain, du musst lassen sehen, andere Expiration von, lassen wir nehmen, du nehmen 135 Tage bis Expiration, ist zu sehen, als der Theta ist im Ganzen 10 Cent. Sie verliert 10 Cent jeden Tag. Was es sagt, weiter heraus von der Expiration. So this is basically wieso du kickst auf eine Option Chain. So, ob das dann gemacht hat, Trade in Options, und dass du dir sehen hat, dass du choose the wrong Strike Price, the wrong Expiration Date, the wrong Buy oder Sell, kann sein, weil das nicht gewiss, dass es geht, wieso man kickt auf eine Options Chain. Und jetzt darfst du schon ja kennen. Du hast any questions von der Topic, was in zur Hand gerät, oder von any andere Topics in der Options Market, please lass über ein Comment und mach sicher,
zu liken und subscriben für den Channel oder sich anschreiben zu chaimekstein.com/blog. Sie bekommen alle unsere updated lessons of options.